Die Eisstangentransporteure behielten auch an den tropischen Julitagen wenigstens kühle Hände. Und die wackeren Rosse? Sie löschten ihren Durst an den für sie abfallenden Lutschsplittern. Im Brauhaus, zu dem die Eisfabrik gehört, wird dieser Betriebszweig hauptsächlich als Dienst am Kunden angesehen. Die Abnehmer sind Wirtschaften, die noch nicht so ganz auf neuzeitlich hergerichtet sind. So fröhlich ging die Fahrt durch die warme Jahreszeit. Und das mitten im großstädtischen Autoschnellverkehr. Dem Asphaltbelag der Fahrbahn verdanken die Eispferdchen übrigens ein längeres Leben. Denn der Gang über solche Straßen macht sie weniger anfällig für Fußkrankheiten. Bis zum nächsten Sommer heißt es jetzt Stopp für das Eisfuhrwerk. Denn bald schon wird es der Winter höchstpersönlich sein, der den Frost durch die Straßen fährt und gelegentlich auch ein eisiges Frösteln in die Häuser und in die Stuben trägt.